Heute Morgen bei unserem Nationalfeststand kann ich so zwei Großfolien kritisiert, die hängen aber final eng zu summen, auf der einen Seite ein europäischer Plan, Politiken, die an Europa gemacht gehen, und auf der anderen Seite das, was im nationalen Plan lebt oder vielleicht nicht lebt. Ich will vielleicht mit dem europäischen Plan dann aufhängen. Wie ihr wisst, werden wir mit dem Moyen frei zu Sendungen die Regierung gesehen, an Duell gesehen, für am Kader vom sogenannten Semester Europäen Stellung zu holen par rapport zu den europäischen Dokumenten, die in Lützeburg gegangen sind, das auf der einen Seite schon am November den Examen annuel de la Croissance gewircht mit den Rapporten, die du annexiert sind, in anderen den wichtigen Niveau de l'Emploi. Und dann, als Anfang März, den zweiten Rapport kommt, und das ist den sich spezifisch, der Rapport spezifik par Pays, den sich also spezifisch mit der Situation halt zu Lützeburg befasst. Das Ganze am Kader vom sogenannten Semester Europäen, und das geht da weiter, dass eine Regierung soll für den April aufgrund von all den Analysen, politische Positionen und Willensbildungen machen in Richtung von dem sogenannten Pakt de Stabilité de la Croissance, wo jo wesentlich ist, wie soll die öffentlichen Finanzen sich bewegen, und auf der anderen Seite Plan National de Reform, wo also für allem daran politische Antworten sind par rapport zu ganz vielen politischen Bereichen. Das geht über den Arbeitsmarkt, über die Sozialpolitik, über natürlich auch Fragen von energetisch froh bis alles, was du dann direkt zusammenhängt, mit denen kann ich so schon provisorische Rekommendationen, die europäischerseits für Lützeburg gemacht gehen. Und das geht dann noch weiter, dass alles da beurteilt geht im europäischen Plan, was Lützeburg rangehen wird, sowohl der PCS wie den PST, wie auch der Plan National de Reform. Am Juli werden dann die sogenannten Rekommendationen für Lützeburg kommen, wo man da an dem Kontext werden die Regierung am Patronatszeit gesehen. So viel zum allgemeinen Kader. Inhaltlich ist allerdings da ein bisschen mehr wichtig, weil wir wissen, dass so die ganze Überlegung, die europaweit gemacht gehen, im europäischen Plan gemacht gehen, von großem Impact sind noch auf die Orientationen, die politischerseits hier in Europa geholt gehen. Und das ist also so, dass wir da mehr zusammenkommen, dann natürlich schaut dann als Nationalvorstand von Occasion profitiert durch als Positionament festlegen, wie von mehr. Und ich gebe da an zwei Seiten delen. Das ist die allgemeine Appreciation, was die gesamteuropäischen Politiken sind, und auf der anderen Seite natürlich dann noch die Lützeburger Situation, an die Propositionen, auf der einen Seite Rekommendationen, auf der anderen Seite Propositionen, die mehr dann noch machen am Kontext von Lützeburg. Ich werde nicht am Detail gehen, das wird mit dem neuen Fall sein, da geht es um die allgemeine Großlinien. Ich schwenke nur mit dem Rapport spezifik an, wo europäischerseits so insgesamt für Europa gesagt wird, mehr hun eine Situation von einem positiven Wirtschaftswachstum an Europa, eine Inflation, die bei 1,5% soll für 2010 leihen, und das ist eine Liedverbesserung vom Chômage. Das sind nun sicher eine Party von Eckdaten. Auf der anderen Seite geht es dann darum, was geht eigentlich dann analysiert, wohin soll hingehen. Und du geht, und ich resümiere das, es wird darauf gelegt, dass Europa vom Fonds her an nicht viel Measurements bestätigt. Also GBL oder das Europäische Gewerkschaftsbund von all dem, was wir hinter Jahren an Jahren sagen, dass und das ja nach mehr stärkt wie letztes Jahr der Fall war, wird darauf gelegt wird, dass nicht nimmen Niveau von den Investimenten viel
Noholbedarf ass an do muss Nustrengung gemerk gin um gesamteuropäische Plan. Mir führen alle noch anzwer an der Analyse von der ökonomischer Situation, wo gesot geht, wir müssen no bannen eng stärker Bannennofro kreen, eng Bannennofro, wo mehr wissen, dass den Hauptmotto von der Bannennofro nie der Fro von Investimenter, die gemerkt gehen, den Hauptmotto den als von der Konsumation von den privaten Haushalten. Und dafür ist es nicht verwunderlich, dass Usatzweis und nur Usatzweis an den europäischen Positionementen auch immer mehr Wert darauf gelegt wird, dass schlussendlich eine Croissance bei den Löhnen stattfindet. Und das feiert uns eigentlich nicht nur am Nachhinein zur Bestätigung von dem, was wir immer so mehr, das feiert uns dann auch dazu wiederholen, um was es geht. Weil da muss ich das ganz nämlich konsequenterweise fertig denken. Und da trennen ich zwischen dem europäischen Plan und dem letztebäuerischen Schwenken am europäischen Plan. Wir werden als mehr dem Neue ganz klar für die Abfährung von einer sogenannten Göllner Regel für die Löhne an Europa ersetzen. Eine Göllner Regel, die uns muss einen institutionellen Charakter kreieren, an dem Kader von dem ganzen Semester européen, an die darauf basiert, dass Löhne in Gesamteuropa sich müssen entwickeln überall, gemäß der Entwicklung von der Produktivität plus der Inflation, A plus B, wobei ihn als Inflation kann noch den Taux direkt unhören, die eigentlich von einer europäischen Zentralbank ja immer als optimal angesiedelt, dass das bei rund 2% mehr Tatsache ist pro Produktivität plus Inflation. Und das muss gelten sein für alle Länder in Europa. Und die Länder, die exzedentär sind, exzedentär wie zum Beispiel Lützeburg oder Deutschland natürlich, auch da können Erfahrungen drüber machen, weil du geht ganz klar, da ja für Deutschland, da sind wir gerade so wie für Lützeburg, gibt es und sich ein Handlungsbedarf, weil an den letzten Jahren die Reallöhne unter der Entwicklung von der Produktivität liegen, und das leidet also auch der Fall für Lützeburg, da gibt es sogar nach einem Nachholbedarf. Das muss gelten sein für Europa, da haben wir auch gesagt, was für Lützeburg müsste Fall sein, ich komme nach darauf zurück. Gekoppelt darum, ist es notwendig, dass an allen europäischen Ländern der Mindestlohn, der gesetzliche Mindestlohn angefordert wird. Es sind auch immer Länder, wo das nicht der Fall ist, und ich wiederhole da weiter nicht ernst, das was den Europäischen Gewerkschaftsbund sieht, und wir so auch schon über länger Zeit, dass das auch da an der Lohnfrage muss gekoppelt gehen. Wenn es so die gelbe Regel von den Löhnen, dann heißt das, dass damit verbunden ist, dass man in Europa endlich auch sozioökonomische Plan an eine Konvergenzlogik rankommen. Das ist genau das Problem gewesen am Kader von der sogenannten Währungsunion, dass vielleicht die Währung an dem Sinn konvergiert wird, dass es unik war, mit dem ganzen Recht nicht mit allen Krisenprozessen, die das mitgespielt wird. Wo strategisch überhaupt nicht an den Detail gehen, das ist das, was er wisst, was er kennt, und wo das Phänomen nur nach immer weitergeht. Ich kenne zum Beispiel so, es wird festgestellt, und das ist nicht positiv, ja, von einer Kommission, die sieht, wir haben einen Handlungsüberschuss 3% PIB an Europa, Handelsüberschuss am Niveau von unserer Bilanz. Aber du kennst ja so, ja, das ist da positiv, und denkt dir mal an die Exporte und so weiter. Ja, aber die können nicht dadurch zustellen, dass die Exporter sich entwickelt hätten in letzter Zeit, mit für allem die Importer, die leiden zu Dave, da sind wir immer bei der Konsumation final, wir sind immer bei den niedrigen Investitionen an Europa. Und dafür ist die Frage von der Göllner Regel von einer Konvergenz auch im Niveau von der ganzen Kooperation, von einer Kooperation im Niveau von der Lohngestaltung an Europa. Statt das, was wir schon über die Jahrzehnte erleben, nämlich ein kompetitiv
Desinflation von der Lehn, Konkurrenz gegen den anderen, das endlich Sturm muss River sehen, an das Lehn und sich an ihrer reale Entwicklung dem entspricht, weil der Produktivitätsentwicklungen sind, aber wie gesagt, plus Inflation, weil das so eigentlich kein real Lohnsteigerung. Das ist eminent wichtig. Ob Lützeburg bezogen, und da tun wir natürlich auch nur an diesem politischen Dossier behandelt, dass es ja bedeutet dat finalement schon gesagt wir haben den Nachholbedarf bei der Reallehnheit zu Lützeburg, Kader Kollektivvertretern insgesamt. Wir haben dann auf der anderen Seite dann schon nachgehaut. Endlich, dass der Mindestlohn, der gesetzliche Mindestlohn an Blut gesagt gehen, und das sind die 10%. Wir haben, wissen du ganz genau, dass die Regierung da nicht mehr will machen, aber sie möchte riesige Fehler, an dem sie nicht möchte, weil sie eben seit 3 Jahren mindestens mit dem Thema konfrontiert ist, an eben bis alle Möglichkeiten bis etwas zu machen, möchte nicht, und das ist ein Fehler, das ist ein Scheck aus dem einfachen Grund, weil man ja auf der anderen Seite, und du hast Herr Büttel nicht recht, dass wann immer gesucht wird, ja, wir haben das ganz sozial aufgefordert, wir hatten ja Analysen an unserem neuen UGBL aktuell, Dossier Mindestlohn, wo wir auch dann Beispiel, das ist nur Beispiel von einer Familie mit 2 Kindern festgestellt haben, dass wir die Situation 2018 vergleichen. Im realen Pouvoir d'achat, das schlussendlich zurückgegangen ist und sich nicht entwickelt hat, dass eine Familie, wo 2 mit Mindestlohn schaffen und 2 Kinder haben, an der dem nicht an der Rechnung heißt, bei den Differenz von 2000 €. Negativ, das sind Checkservice, weil wir bringen nicht mehr fertig. Das gehen wir ehrlich zu. Wir bringen also GBL nicht mehr fertig, Checkservice genau zurecht, wie die Familie genau kriegt hat. Wir haben ja an dem Sinne Brief von Herrn Meisch gerichtet, den Munawake wieder ein Accusé de Rezeption kriegt, nach bis nur eine Antwort, wenn man gefragt hat, heißt Grundlage, dass du müsst gerechnet gehen, aber bis heute haben wir keine Antwort kriegt. Boah, ich will nicht spekulieren, als das, weil sie eben nicht so rosig ausgesagt, wie sie immer dahinter gestaltet, oder als es wird einer Grund, wie gesagt, ich spekuliere nicht mehr insgesamt, an das stellt eben noch genau die Kommission für Lützeburg fest, dass man im sozialen Plan, und das ist ganz wichtig, den Impact von den Sozialtransfers am Kader vom Armutsrisiko zu Lützeburg für den Ruf zu setzen, an den letzten Jahren raufgegangen ist, von über 14%, wo das einen Impact hat, ob nach 10%, und dann ist es schwer, hier am Land zu behaupten, dass man sozial auf dem Niveau, von den Schichten von der Bevölkerung, dass man weiterkommen wäre, mit gesagt, viel mehr nur aus, dass man nicht weiterkommen sind, unabhängig von der Frage, wie das dann nur Checkservicen an dem Kalküler ging, unabhängig davon, wäre es enorm wichtig gewesen, wenn die Regierung den Mindestlohn abgesagt hat. Zumals dann. Und ich wiederhole das dann noch einkehr. Herr Büttel spengt war im November zu Göteborg de Socle Europäen des Droits Sociaux erschrieben hat, wo ganz klar dran steht, und das wird ihnen erschrieben, dass ein Mindestlohn an einem Land soll das sein, was die braucht, für dort zu leben. Der Mindestlohn. Er wird nicht geschrieben von Lohn plus Sozialhilfe vom Staat, er wird dann geschrieben der Lohn. Aber genau das wird dann auch für Lützeburg Lohnwohl an der Regierung kann so war, mir nicht umgesagt, und das ist für uns ein Schritt akzeptabel. Und du hilft uns auch nicht viel, auch wenn wir begeistern. Wenn du eine Partei, mehr Parteien hingehen an ihren politischen Programmen fordern, dass sie die nächste Legislatur soll den Mindestlohn erhöht gehen, natürlich ist das positiv, wenn der dann Programme schreibt, bleibt, der Fehlt hat, müssten Lochschons passieren. Schön also von der Göllner Regel von der Saläre geschwärzt, kommen dann ob in anderen europäischen Problem, die von der Kommission abgeworfen wird, an dem wir auch bestätigen, auch gewerkschaftlicherseits, vom Europäischen Gewerkschaftsbund, da das die Investitionen allein an Europa zu dürfen. Also nie auf der Konsumation final an Revenu von den Leuten, an den Lohn von den Leuten, nee, natürlich auch die Investitionen, für allem Privatinvestitionen von Betrieben, das heißt die Betriebe, das sind die Betriebe non finanziell eigentlich, die da rangeholt gehen, das leidet nach immer mehr Dave, wesentlich mehr Dave, wie das für die sogenannte Krise von 2008 der Fall war.
Also riese Problem, weil gibt viel von zukünftigen Generationen geschwärmt mit das, was die muss machen für nicht nur die Generationen leben, mit die auch kommen oder am Gange sich schon in der Welt zu sehen, das sind die, das müssen Investitionen an Zukunft gemacht gehen. An Europa leidet zurück, das nicht nur dann ein Defizit im Niveau vom wirtschaftlichen Potenzial, was der entwickeln muss, zu alle Wachstumsrohen mehr. Es bedeutet natürlich auch, dass da in allen Ländern notwendig allgemein Infrastrukturen fehlen, ob das im Gesundheits- und Sozialwesen sind, an der Education, also ob das am Transport, also ob das an der energetischen Entwicklung in Richtung Carbon bis frei Gesellschaft der Fall ist. Alles das, du sind wir am Handeln treffen. An der Fivationenstadt, ja, mehr so in Jahren, dass man die Austeritätspolitiken, die gedriffen sind, dass man die auflehnen, mehr so in Jahren muss eigentlich die öffentlichen Finanzen, denen mehr Marge gehen für an Zukunft zu investieren. Und wir finden es immer bestätigt, wenn die Kommission dann ihre Rapporte möchte, und noch du fordern wir dann eine gute Regel, das geht nicht bei den Salären, wie das fordern wir es bei den Finanzpubliken, an dem wir der Meinung sind. Das ist eine ganze Diskussion. Und der Kanzler war gesagt wird, ja, es gibt Defizite beim Haushalt von dem oder dem Land, das zu hoch, und dann riskiert die Prozedur von den exzessiven Defiziten, sind wir die sogenannten umgesetzten Maastricht-Kriterien, die dafür nach über viele Treaty nach weiter entwickelt goufen, dass man an dem Kontext so wir müssen die Rechnungen rausholen aus dem, was in Investitionen an einer Gesellschaft gemacht gehen, an notwendig sind. Wir brauchen da Margen. An andere wieder, was sind denn gute Regeln? Die ist gekoppelt gleichzeitig und erstens mal und Schaffen von einem sogenannten Tresor Europäen. Ein Tresor Europäen, wo Geld dran könnt, schematisieren das nur einfach, von rund 3% PIB von der ganzen Wirtschaftsleistung eben an Europa, wo das Geld gebraucht wird für all Land über Obligationen Geld zu lehnen, ich betone zu lehnen, für auch proportional zu ihrem PIB Investitionen an ihre Länder zu machen, sowohl öffentlicher wie privater. So, das hat den Avantage, erstens, dass gemacht können gehen aufgrund auch von einem Zinsfluss, den an dem Moment für Jitfrieden die selbst das nicht wieder der Moment ist, wo die Länder, die schnellen ganz einfach, die wirklich schlecht sind, müssen, wenn sie Prämie machen, Zinsface bezahlen, die sie nicht können bezahlen, weil, ehrlich gesagt, Griechenland das nach an der Scheiß, gerade wie, und das wird doch noch weitergehen, wo viel von ihrer Wirtschaftsleistung dann immer nach Richtung Schulden an Zinsen von den Schulden gehen, scheint ab, weil ich meine, keinen Exkurs dazu. Tresor Europäen, das gibt dann noch bedeuten, dass schlussendlich ein Zinsfuß, ein moyennen Zustand für die ganz Europäische Union wäre. Das ist ein großer Avantage, weil nur noch die Länder, die müssen abholen. Wenn wir eine Konvergenz wollen, wie die Kommission dazu geht, dass es soll hintergrund eine Konvergenz sozioökonomisch durable, das ist das Stichwort. An dem Moment muss ich genau das tun, machen diese Länder mehr Marge gehen. Hier Defizite dürfen nicht mehr berechnet gibt putzen Investitionen, die sie machen mit zu ihren Dépenses courant, dann hätten sie do viel mehr Spielraum. Wie gesagt, das wäre die gute Regel ob die Finanzpubliken kombiniert mit dem aktiven Wirken von einem Tresor Europäen, das wäre wirklich ein deven, sinnischen, europäischen Gedanken an die richtige Richtung. So, ob Lützeburg bezogen, weil wir schon bei der Finanzpubliken sind, wie wundert das? Die Kommission geht alle dem MoGBL recht, öffentliche Finanzen, die sind halt zu Lützeburg gut. Sie sind gesund. Wenn wir Komparison machen mit dem Rest in Europa, sind wir de facto der Spitzenplatz. Und das für alle Kriterien, die europäisch gelten. Und wir werden noch mehr ganz klar sagen, dass wir nicht nur das Publikum haben, die Dave ist, das bei rund 20% daher von den überflüssigen Zukunftspakt nicht gemacht wird, da wäre es nicht wesentlich mehr ist en passant, Klammer zu.
Und dann haben wir auf der anderen Seite ein Avoir hier am Land, weil das so hier immer hier just von einer Det brut, wir sind nicht an einer Det net, weil wir auch Avouaren, wo unsere Berechnungen nur über 50% PIB eigentlich die Administration Publiken als Avouaren haben. Das heißt, finalement eine gute Strafe über die 20%, die wir uprähen machen, wo nach 42% staatliche Garantien sich handelt. Die anderen Eckdaten sind klar, die Administration Publik und Remenke 2017 nicht nur plus 0,5, mehr im Moment wird ja gesagt, dass neue Berechnungen nur nach mehr positiv als konfirmiert, also die Analyse vom OGBL. Ich habe gesagt, die Flüssigkeit vom Zukunftspakt, das kommt dann aber auch rüber bei Propositionen, die zu machen sind im Niveau von der Finanzierung vom Staat, und das werden alle gute Meinen auch die Propositionen sind, die wir steuerlichen Plan machen werden. Wir werden durch sämtliche Jobs wiederholen. Betriebsbesteuerung darf nicht noch weiter raufgehen, weil die Ass an all den letzten Jahren nicht nur zuletzt, mir überall raufgegangen, und da geht es immer mehr Partizipation und den Sozialstaaten an den Staaten und sich von den Betrieben. Das Zweite ist, dass da noch besonders für Lützeburg Personenphysiken, auch da gibt es eine Distorsion zwischen denen, die für ihr Revenu schaffen gehen, mit Lohn, par rapport zu denen, die Revenu und Kapital haben, Kapitalbesteuerung, die Revenuen, leider viel zu viel Niedrigkeit zu Lützeburg, die Wertmäßigkeit gewirrscht, die absolute Ungerechtigkeit, die besteht auf Niveau an Inequität, auf Niveau von den Stock Options aufzuschaffen, Teil, das nicht passiert, dasselbe bezieht sich auf die Besteuerung, Dividenden und so weiter. Und das ist ganz klar, dass ob die Personenphysiken am Allgemeinen, wo also Zahlen drin fallen, mehr auch werden wiederholen, dass eben hier am Land erstens mal die Barre muss und die Inflation nur gepasst gehen, weil sonst frisst eigentlich die Inflation die Steueravantagen rup, die über die Steuerreform kommen sind. Gerade so wie also Befreiung von der Steuer von mindestens auch viele Sachen schmäh. Ich will mich überhaupt nicht darauf konzentrieren, das ist eine Geschichte von mir. Ich will just an dem Ganzen nach E-Punkt. Ich kann dann auch vom Logement schwätzen, das ist dann auch 4 Monate. Ich könnte vom Schumer schwätzen, das ist auch 4 Monate. Aber was für Haut nach ist, das ist dann froh, dass die Kommission dann noch feststellt, was ich gesagt habe, dass den Impact von den Sozialtransferen aufgehen, dass Sozialinegalitäten hier am Land an Entwicklung sich nur entwickelt haben. Ich fand das eigentlich skandalös. Ich fand skandalös, dass in einem Land, wo die Ökonomie lebt, wo wir wissen, dass auf der anderen Seite wir permanent Spitzenresultate haben, dass auf der anderen Seite gleichzeitig den Impact von den Sozialtransferen aufgeht, gleichzeitig schlussendlich Sozialinegalitäten hier am Land zu holen. Zwischen denen, die viel und noch mehr viel haben, an denen, die nicht viel haben oder nicht ganz viel haben, weil es geht hier nicht just um die innersten Schichten, par rapport zu denen ganz so, wenn es geht, hier von den innersten bis an die Mittelschichten, voll an die Mittelschichten ran, dass da die Inegalitäten sich weiter kreusieren. Und das ist von den Analysen de facto von der Kommission bestätigt, im Niveau, das sind die sogenannten Indikatoren, ich will schon genau meinen, Indikatoren an dem Tableau de bord social, da gibt es 12 Indikatoren, da sind 3 à surveiller, ein aus einem anderen Rapport der Revenus, den sich wirklich negativ zu Lützeburg an den letzten Jahren entwickelt wird. Ich meine, zwischen 2010 und 2016, zwischen denen die 10% und die 10% Uhren aus den Multiplikator von 6 auf 8 abgegangen, da weiß ich, wo die schwätzt. Transfers soziaux und den Impact habe ich schon gesagt, als am Fallen. So, und das ist inakzeptabel, und das werden wir also generell für Lützeburg abwerfen, und spezifisch, und das sind die Dossien, die man dann, ich komme los durch die Dossien, die man dann auch an der Aktualität heute Morgen trätiert tun, an dem Kontext. Ja, haben wir als CGFP und UGBL zusammen ein Kommuniqué gemacht. Wir haben einen offiziellen Brief von den Staatsminister gerichtet, für eine Entrevue d'urgence zu haben.
zu ihrem Wortbruch, den sie am Gange sind, zu machen als Regierung. 29. November 2014 in unserem Kader vom Zukunftspakt man also unterschrieben, dass mit dem Gesetz angefordert gehen wird, die periodische Adaptation unbelangt von der Prestation familial, sowohl en espèce wie en nature, par rapport zu der Entwicklung vom Salär median. Wenn man mal davon ausgehen, dass es eine reale Entwicklung gibt, dann bedeutet das also Salär median, Realentwicklung plus Indexation. Der Projet de loi, der geht, der muss auf dem einen auf den anderen Punkt verbessert gehen, weil dann stehen dann spricht, was für negociert gehen ist. Alles ist machbar. Mit dem Problem geht nicht weiter. Dossier leidet beim Herr Maisch, bei der Madame Kahn, Dossier leidet bei der Regierung insgesamt, weil sie als Gesamtregierung gering, rot, blau, unterschrieben den 21. November 2014. Und das Gesetz muss kommen. Wir haben drauf, weil ich verstehe nicht, wie Mehrheiten akzeptieren als Gewerkschaftsregierungen, die Unterschrift nicht mehr respektieren. An dem wischen Akkord, dass wir den ersten Akkord über Telkelmer der Regierung an der ganzen Mandatsperiode gemacht haben. Der vom Zukunftspakt, wo ein Akkord war, für die Aufschwächung vom Zukunftspakt, und da war eine Gegenpartie. Und die Gegenpartien, die müssen angelegt werden. Das heißt, ein wesentlich. Aber wesentlich, wenn wir ja wissen, und ich bombardiere nicht nach viel mit Prozent, viel, zum Beispiel Kannergeld, schon lange durch diese Indexierung 2006 eigentlich verloren wird, Niveau von der Wertigkeit. Das gilt auch für all die anderen Allokationen außer dem Congé parental, wo man auch an dem Akkord fertig tun, dass den an Zukunft und den Index an Mindestlohnentwicklung genau real plus Index Entwicklung gebunden ist, da hat er Sinn gesagt. Aber das Generalgesetz der Prestation familialen, das gibt es eben nach immer. Nicht als inakzeptabel. Und es sind verwundert, wenn dann eine Partei hingeht, und auf ihrem Kongress fordert programmatisch die nächsten Wahlen Indexierung vom Kannergeld durch, kann das 3 Monate schreiben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Partei genau halt an der Regierung sitzen, wo sie sich selber verpflichtet und Gesetz genau zu dem Punkt zu machen. Das ist uns nur mehr, da brauchen sie nicht mehr an das Programm anzuschreiben. Und da ist dem Staat genau, was da drauf steht. Und nicht nur mit Indexierung, mit Indexierung plus Entwicklung vom Realabkommen, an diesem Fall dem Salär median. Insofern als die Regierung bleibt sie da von uns gefordert. Wir haben dann an dem Kontext heute am individuellen Einkehr schon gesagt, Salärminimum 10%, Thema habe ich behandelt. Dann haben wir heute Morgen dann noch geschwärzt über andere Projekte, die ausstehen, wo wir darauf drängen, dass sie gemacht gehen. Da sind eine Diskussionen über Camp de Printemps. Also ich wiederhole in Teil 9, also GBL. Wir haben 2004 ein Navi Niveau vom Wirtschafts- und Sozialrat gemacht, du gehst den Akkord, und die geht nach immer, die steht nach immer dran, das ist nicht verschwunden hier. Den Akkord mit der Patronatseite, wie kann ein Printemps eigentlich zu funktionieren? Neben dem, dass es soll ein allgemeines Gesetz gehen, was die allgemeinen Elemente beschreibt und die wichtigsten Definitionen beinhaltet. Basiert der Navi vom Wirtschafts- und Sozialrat auf 3 großen Prinzipien, 3 Stück. Das erste Prinzip ist das, wie kann die Printemps in einem Betrieb angefangen. Und du seht den auch wie ganz klar, man nimmen exklusiv über den Weg von einer Negoziation von den Sozialpartnern. Entweder als ein Kollektivvertrag oder wie damals gesagt wurde, ein Akkord national. Akkord national haben wir heute Kollektivvertragsgesetzgebung, das ist ein Dialog interprofessionell, wo man also sektoriell Akkorde können, wir können noch nationaler haben, zu verschiedenen Sujeten, auf verschiedenen Teilsujeten, neben den normalen Kollektivverträgen.
So, und es muss entweder A oder B sein, es muss die Form sein. Das war AWCS, und das ist das echt große Prinzip, was muss angehalten werden. Dann wird von uns wie wert. Dann wird das einfach. Weil es dem ganz einfachen Grund, kann die kein Temps, das ist eine höchstgradige Flexibilisierung von der Arbeitszeit. Und die muss in der Kontrolle bleiben. Weil unkontrolliert passiert egal wer an den Betrieben. Aber wir haben ein PAN-Gesetz, das dank dem OGBL, kann ich so, verbessert gehen ist, was folgt das vier gesagt. Gesetzlich, ohne Kollektivvertrag, und ohne Dialog an der Professor, alle, ohne Kollektivvertrag maximal Referenzperiode 4 Monate. Mit Kollektivvertrag maximal in der Kollektivvertrag 12. Er kann die Peintar, du wirst man, dass man darüber schwätze von Arbeitszeit über die Jahre oder über 2 Jahre, über 3 Jahre, wie viel auch immer, gespeichert wird, gespürt wird. Und das ist eine höchstgradige Flexibilisierung von Arbeitszeit, weil das ist ein Transport von Zeit zu einem anderen Zeitpunkt, jetzt im Rangol und so weiter. Und du hast klar, da kann ja dann nicht mehr eng negoziert Basis von einem allgemeinen Kadergesetz. Prinzip Nummer 1. Zwei Prinzip als Zeit als Zeit. Eine Stunde, die ich am Jahr 2016 spüren, das muss eine Stunde am Jahr 2024 sein, wenn ich im Rand will. Und dann ist das besonders. Und das bezahlt zu eben zu dem Monat, die Stunde dann am Jahr 2024 wert ist, weil das mein Lohn ist. Zweitgrößtes Prinzip war Demo zum Wirtschafts- und Sozialrat Patronat plus Gewerkschaftszeit festgehalten. Zeit als Zeit. Drittgrößtes Prinzip. Wenn ich Spuren muss aufgesichert sein. Das versteht auch wirklich all Kleinkant. Das versteht all Kleinkant. Wenn ich 100 Stunden irgendwo beim Kunden stehen habe, dann wünsche ich die erst, wenn sie gut an die müssen aufgesichert sein. Oder 200 oder 300. Das geschwärzt, wenn ich da ein anderes Gesetzprojekt gucke von 1900 Stunden, die da maximal Ketten auf seinen Konto sind. Aber was passiert dann, wenn die Betriebe an Feind geht? Sind sie da fort? Und ich so viele Stunden für den Betrieb, wo ich dann mit Arbeit verlieren und dann gegebenenfalls mit Salär, mit Laufen Salär kriegen, und einer dieser Avantage tun, da verlieren ich schon nach, das, was ich genau für den Betrieb viel geschafft und mehr geschafft und viele Sachen, die gespeichert werden, Überstunden sind und so weiter. Hey, doch fort, durch Peif. Größtes Prinzip, Wirtschafts- und Sozialrat wird gesagt, nein, du musst eine Aufsicherung, eine Garantie, entweder über eine Mutualität oder entweder über Assurance, mit das Geld, das muss aufgesichert sein. Drittgrößtes Prinzip. Für was so statt hat. Weil mir genau, nur dem Diskussionen mit dem Patronat erst waren abgehalten, nur weil sie eben nicht so alle Punkte konkluant waren. Mehr Zentner hirscht eigentlich lo. An der Situation sind, dass wir ein Gesetzesprojekt vom Arbeitsminister werden. D'ailleurs wäre das absolut dringend, wie das mal ein ähnliches Gesetzprojekt, den all Garantien gibt, den noch Zeit an Zeit, also all die Prinzipien erfüllt, am Kader von der Fonction publique NRW haben. Also sind wir Ende März, an einer Legislaturperiode, die Legislation wird gespart bis den 6. 27. Juli, und leidt nicht viel. Das leidt nicht viel. Nur GBL hat all seine Positionen rangehen, und leidt nicht viel. So, und ich kann nicht mehr etwas sehen, was auch Parallelität hat, par rapport zu dem, was an der Fonction publique passiert, weil eben genau die Wirtschafts- und Sozialrat das wieder gesagt hat, alle Argumente gehen an die Richtung für 1, 2, 3 zu respektieren. Da sind wir gar nicht auf die Idee kommen, das besonders zu machen, an eine negative Flexibilisierung von Arbeitszeiten wollen noch beizuführen. Aber was gerade so wichtig ist, das ist ein Projekt. Und das nicht. Das ist also auch eine
Forderung nicht nach Kurterm, ja, très Kurterm, weil Zeit fortlief. Dann haben wir heute natürlich auch an dem Kontext über Protektion der Données geschwärzt. Doch da wisst ihr, wie das, dass wir Zentament am Gange sind, zu sagen, ja, par rapport zu dem neuen europäischen Reglement, darf nicht heute zu Lützeburg dazu kommen, dass Protektion von Einzelnen, die an einem Betrieb schafft, Kader von einer sogenannten Surveillance sur le lieu de travail, Überwachung auf der Arbeitsplatz, der wird nicht sehen, dass es dazu feiert, dass in Zukunft den Einzelnen Männer geschützt wird. Es darf nicht dazu kommen, dass das, was im Moment im Niveau vom Arbeitsrecht Code du Travail hat nicht besteht, verschlechtert wird. Das bezieht sich sowohl auf die Frage von dem, was gedroht wird, androht, der Waschfälle von der sogenannten Autorisation préalable durch die Kommission nationale de la Protection des Données. Aber das bezieht sich natürlich auch auf den Champ d'Applikation. Was darf überhaupt, wie ganz einfach auszudenken, was darf überhaupt an einem Betrieb überwacht gehen, also was Personal belangt. Und da sieht Code du Travail ganz klar Sachen. Und ich will erst so, dass man Diskussionen einen Akkord fand, und ich denke, Formel fand, mit der sogenannten Prozedur von der Autorisation préalable. Aber dass man am Niveau vom Champ d'Application nach immer keine Solution oder Einigung haben, an das für den GBL auch nicht zu akzeptieren. Es geht an dem Reglement, das europäische Reglement, sogenannten Artikel 88. Und in 88 steht eine Fakultät von den einzelnen Ländern genau in Bezug auf die Situation vom Salarié am Betrieb spezifisch Maßnahmen zu, entweder gesetzlicher Natur oder kollektivvertraglicher Natur. Hier ist klar, als Kollektivvertragssystem kann das nicht mehr realisiert gehen, an dem Moment, wo ihn das gesetzlich möchte. Aber wir warten bis heute auf eine adäquate Antwort auf das Problem. Und die Probleme, die hast du, und wir sind noch bereit, Aktionen zu machen, wenn die Probleme nicht gelöst wird. Wir wollen keinen Überwachungsstaat an unseren Betrieben. Das ist inakzeptabel, und das ist sowieso der falsche Weg. An allen Diskussionen, wenn ich auf der anderen Seite Leute motivieren Richtung Digitalisierung von der Arbeitswelt an die Welt von der Gesellschaft, und dann möchten die ersten Schritt, und das wird bedeuten, dass hier eine Protektion für eine Protektion der Données personell, respektive all Überwachungsfragen am Betrieb, dass es da verschlechtert. Gehen, das inakzeptabel ist, da ja auch konträr mesure beim Socle européen des droits sociaux zum Prinzip Nummer 10, das sieht, les travailleurs ont droit à la protection de leurs données personnelles dans le cadre du travail. Mais ja, der Büttel hat das unterschrieben, Herr Büttel ist noch ein responsable politische von dem Dossier mit dem Arbeitsminister. Dann muss das doch realisiert gehen, auch da als akuten Handlungsbedarf. Wir haben heute Morgen beim Arbeitsminister eine Diskussion gehabt, über Stage en Entreprise. Da geht es Projet de loi, den hast nicht beim OGBL diskutiert. Projet de loi über Stage en Entreprise. Dabei war es den OGBL, den sprengt war 2015. Da hingegangen ist an einem Komitee permanent de Travail de l'Emploi. Das ist dem Stoff, wo die Sachen zu diskutieren sind, zwischen Sozialpartnern und der Politik. Die Diskussion auf den Ordre du Jour gesagt wird, mit Positionen, mit Propositionen. Da war am Anfang auch dann Herr Meisch dabei, den hast du nicht mehr dabei gewesen, für das schlechte Gesetz über die Formation professionell kontinu gemacht. Und das war es. Thema hast du nicht mehr aktualisiert. Komischerweise, 4 Runden nicht allzu langer Zeit, Showdown mit
enger Studentenorganisation. Mehr hun ha größten Akkor fand an Projekt de loi. Das an dem Moment, wo man auch reagiert hun so neben all den Demanden, die man bis hat, mat de Stage an Entreprise, noch viel Publikationen als Departement des Jeunes gemerk und so weiter. Wo man eng Entrevue kriegt, wo man dann darüber geschwert hun mehr als Positionen abbrüt, der sollten ein Projekt mensch nach gesinn, ihren überhaupt deponiert, gift noch da, dass das passiert. Allo hast du? Also schon, ich will nicht missverstanden. Nicht missverstanden wie nur Punkt. Es gibt kein Problem, dass ein Erbesminister an seiner Frau mit Studentenorganisationen zusammen kennt, austauschen hört, dann noch das abhält, was die zu sagen haben. Das will ich nicht schlecht machen. Stage en Entreprise ist Entreprise. Also sind wir an der Erbswelt. Da sind wir nicht mehr lang an der Studentenwelt. Das geht weit darüber raus. Da sind wir an dem Risiko von dem Emploi prekären. Aber wir diskutieren ja schon viel zu viel über die Situation von einer Prekarisation von Erbsverhältnissen für allen von der Jugend. Und wenn dann auch noch so ein Thema auf der CPT, Comité Permanent Travail de l'Emploi, gesagt ist, aber dann wird das auch diskutiert zu gehen. Und auch da wird eigentlich mal ein Projekt oder mal eine Idee vom Minister an den Raum zu kommen, das kann diskutiert gehen. Kontradiktorisch. Das ändert nachher man nicht nur der politischen Volonté, das Projekt de loi zu machen, und dass die so oder so aussehen. Alles das ist so nicht passiert. Mit dem Resultat, dass die Projekt de loi auf wesentliche Punkte nicht gut ist. Nicht gut ist. Eben genau, was die sogenannten Durée von den Stagen anbelangt, was die Remuneration von den Stagen anbelangt, von der Sozialversicherung gar nicht zu schwätzen, und noch plus ein gesamtpädagogisches Konzept, ein fehlt für allem am Kontext mit Enseignement und so weiter, pädagogisches Konzept, über objektiver Kontinuen an der Suivi von den sogenannten Stagen. An andere wieder auch do Konfliktpotenzial an deit alles trop hin, dass man also do auch logische Differenzen müssen ausdrohen an andere wieder das Gesetzprojekt muss abgebessert. Das ist die Revendikation. Mehr hun dann heute Morgen auch die Einzelsujeten durchschrollen, auch die Qualität sind. Ne? Mehr am Kader von Sozialversicherung. Und da kommen ich auf den Punkt doch zurück von der Kommission. Eine Kommission, und das wird doch bei den Moyen zu Sendungen trätiert, die rekommandiert am Kader von der Viabilität von also Finanzpublik, und zwar a Landterm, weil a Kurterm sind sie ja bombe nicht. Da sind wir bei der Nicht-Viabilität anscheinend von also Finanzpubliken am Jahr 2060. Aufgrund von dem Vieillissement der Population, Pensionen, Pflegeversicherung, Transfer de longue durée und so weiter. Ich will nur nicht das, was man meint, so im Hineinkriegen. Also wir können über 2050, 2060 oder was auch immer schwätzen, über Kristallkugeln, über Langzeit-Etüden, an einer Zeitdigitalisierung, wo alles so schnell umschlägt und so weiter. Wir diskutieren heute schon über Steuern, zu Robotern an der Elektronik, an Uber. Nicht vergessen. Voilà. Und wir wissen aber, wie schlimm das mit der ganz öffentlichen Pensionsversicherung am Jahr 2060. Mittlerweile sind wir bei 2070. Das sind Rentenmauern, von denen wir schwätzen. Und das ist alles Kabels, dicke Kabels. Das wird ja just eng emotiv. Und das ist auch das von der europäischen Politik, was wir seit der Jahre kennen. Die sogenannte strukturelle Reformen gegen die öffentliche Sozialversicherung mit dem Zweck, sie zu kommerzialisieren, den Staat schlank zu machen, an privatisieren und so weiter, an die Chef fiskal zu machen, für die Privatversicherung zu unterstützen, auf Kosten von den öffentlichen Versicherungen. Alles das lief. Die Rentenreform 2012 war ja nicht da. Das war eine Notwendigkeit. Das war auf Druck von Europa, auch von der Pensée unique, die
neoliberal gelaufen ist. Da soll ich nicht ernstens davon erzählen. Kurzfristig bedeutet das für uns sowieso, es gibt überhaupt keine Ursache, etwas im Pensionswesen zu verschlechtern und konträr verschiedene Sachen, die an die Gesetz angeschrieben sind, die müssen am Interesse und am Sinn von unserer Jugend, an den kommenden Generationen, zurückgeholt gehen. Weil wir akzeptieren nicht, dass Jugend von heute, den Jahr 2052 schon an Pensionen gehen, 15% Männer an den Pensionen haben, das komplett überflüssig ist, das darf nicht passieren. Wo gehen sie dann die Pensionen sichten, an dem sie sich privat sozialversichern, diese können zu einem viel mehr Kostenpunkt wie das, was sie die Kosten über die öffentliche Pensionsversicherung. Das sind Realitäten, das sind Wohlstand. Ja, das auch an dem Kontext, wo man dann so ein von den Elementen, als du auch von immer geschwärzt wird, Taux d'emploi hier am Land, als Dave, ob dann denen Kategorie d'Agen und so weiter. So, da soll man mal eine seriöse Gestion des Ages machen. Das ist ein kleines Element, was du all die anderen wiederholen. Ein anderen, den Dossier, den wir auch den 21. November 2014 Zukunftspakt mit der Regierung unterschrieben und dem stehen, Aufhebung von einem Recht auf Droit, Recht auf Temps partiell gekoppelt und ein Retreat partiell. Auch das steht noch raus. Auch das haben wir heute trätiert. Und auch da hat die Regierung nicht mehr viel Zeit für Nähl mit Kap zu machen. Das bezieht schon auf die sogenannten 52 Wochen. Also, mehr war schon sowieso auf der Schiene letztes Jahr, dass wir da wahrscheinlich eine gesetzliche Änderung bräuchten. Weil da muss es gemerkt gehen. Jitfrieden als de Faktor abverstern für die 52 Wochen zu gehen, weil man das Problem aller kann. Da hat es keine Patentrecht zu der Erkennung von dem Problem. Aber doch nicht zu der Förderung. Aber das ist ganz einfach. Es muss eine gesetzliche Änderung kommen, an die Solo gemerkt werden. Auch da stimmen wir an Diskussionen, an mir auch da, nach Appell in die Region, le temps passe. Ja? Aber die Wahldatum nicht. Tiers payant, dieselbe Diskussion. Wir haben festgestellt, dass ja, natürlich auch fest, dass schon nur pro Woche der Fall die Kampagne, die die Kooperativorganisation von den Medizinern möchte, AMMD ist. Gegen den Tiers payant generalisieren. Also nicht gegen einen, den etwas hört, dafür oder so, soll können argumentieren. Das geht alle Diskussionen äußerst problematisch. Hier gibt es äußerst problematisch, weil mehr hier Argumentation überhaupt nicht verstehen. Was tut ein Tiers payant, nur zu denen über die Nomenklatur von einer Gesundheitskrise? Zum Beispiel, was tut der Tiers payant généralisé mit der Qualität von den medizinischen Services infrastrukturell und auch human hier am Land zu dienen? Das geht auch noch weiter vor, weil sie diskutieren auf keinem anderen Niveau. Ein reales Argument gegen Tiers payant, du musst den Club holen und der Club geht nicht durch. Das finde ich nämlich nicht. So, das heißt, es sind dagegen, aber ich argumentiere mit etwas, was gar nichts damit zu tun hat. So, l'OGBL hält fest und der Forderung, dass der Tiers payant généralisé angefordert wird an dieser Legislatur. Ich will nicht gesehen, dass ja nur verschiedene politische Parteien dann ihre Programme haben. Das wäre wirklich zu lächerlich. Reklassement sind Diskussionen noch am Gangen. Da stellt sich, da spiele dann Detail, also sie wirklich total unqualifiziert. Die hat Reklassement, so, ich kann nicht von dem Thema. Mehr besteht, was ich aber davon kann, das war eine Schmirke, dass Diskussionen schläfen, und nachher man nicht fertig sind. Und noch da gibt es ein Daputoire irgendwo dafür soll da erwähnt sein, dass wir darauf halten, dass das Problem auch gelöst wird. Voilà, das so viel zu den aktuellen politischen Dossiers. Ich weiß, dass ich schon viel zu lang sind. Ich setze mich auch darüber raus, wenn der noch ein bisschen Geduld tut. Machen wir das. Aber just kurz. Campagne Privatisation de l'enseignement. Wir hatten letzte Woche eine Pressekonferenz, die wiederholen nicht die Reaktionen darauf gehen, wo
Herr Meisch und ich meine noch Madame Kahn darauf reagiert tun, dass sie weit keine Privatisierung von öffentlichen Schulen gibt stattfinden, ist so ein Dach. Weil ich muss nicht Schulen sich privatisieren, wenn ich fängt. Der Kontinu von den Programmen, wen die ausschafft, an Bewertung zum Beispiel von Examen und Examenobstände und so weiter, das zu privatisieren, kommerziell zu privatisieren, das sinnig an der Privatisierung von der öffentlichen Schule, neben all den anderen Problemen, die ich auch abwerfen, das war letzte Woche, nämlich von der immer mehr Zersplitterung von dem gesamten Schulwesen zum am Bereich vom Sekundär, wo wir riskieren, dass wir eben herno den Eltern immer mehr schwer machen, die richtig Solutionen zu finden für ihre Kinder. Wo wir riskieren, dass wir herno unterschiedlich wertig Diplome haben. An einem Sekundär. Kann ich Stadt vorstellen. Unterschiedlich wertig Diplome, weil eben vier Drohnen nicht das gelehrt gehen, sondern die anderen nehmen das mehr gelehrt und so weiter. Das war Diskussion, neben all den anderen Sujets, die man sowieso am Marseille immer auch abgeworfen hat, das war das Sujet. Und da dient das knallhart eine Privatisierung von einer öffentlichen Schule, wenn das Funktionament von Bannen aufhängt, kommerziell zu privatisieren, just das als Antwort auf die Twitteren und nicht Twitteren von Seite von Regierungsmembern. So, dann haben wir noch die Situation an den Betrieben heute mal gehabt, gestern mit dem Kommuniqué rausgehen zusammen am Landesverband zu Luxtram. Das Sujet ist auch heute trätiert, den ich will just wiederholen, dass es darum geht, dass erstens ein Kollektivvertrag entsteht, der gute Arbeitsbedingungen für die Leute, die Tram schaffen, abfeiert, an den auch für die Leute Lehn abfeiert, die als dem öffentlichen Transportwesen entsprechen, an nicht Ernstes. So dass die Konflikt, den sich da ubahnt, und da sind eben noch die Responsablen am Verwaltungsrat sitzen, höchstgradig sollicitiert. Und dann hat man den Konflikt, den wir am Gesundheitswesen haben, an den Maison de Soins, da waren wir länger, sind alle am Gang, wir länger am Gangen, im Niveau von der Konziliation festzustellen, ob dann die Konflikte, die Saisinen, die du gemerkt sind, ob die reservabel wären oder nicht, ob die UNC, also Office Nationale Konziliation, dafür zuständig wäre oder nicht zuständig wäre. Und ich muss sagen, so ein Grund von, weil wir auch Leute sitzen, und Nora Back als Portparole von der Negoziation setzen als Partie Spezial eigentlich an der Konstellation von dem Litige-Kollektiv. Wir haben dann auch als Assessor, ne? Office National selber, wir haben die Welt teilweise nicht mehr verstanden, weil du theoretisch froh abgeworfen gesehen, wo ich global und punktweise so will. Weil die unbedingt, dass das nicht reservabel ist, das wären zum Teil Situationen, die nach schwer zu verstehen sind. Viel Zeit verloren, muss ich schon als Delayen. Und auch du hast die Gestion von nationalen Schlichtungsamt höchst fragwürdig. Aber wir haben einfach endlich einen positiven Bescheid, und zwar für E-Betrieb. Es sind drei, die froh sind. Der erste Betrieb ist Maison de Soins Betenburg an der Wiesen. Der zweite Betrieb, das sind die Maison de Soins am Kader von CITA-Gruppe, eine Gruppe, die den Job gespalten wird an verschiedenen Entreprisen. Das ist dann wichtig an dem Dossier. An den dritten, das Maison de Soins Bachtring. Und wir haben dann nur für ihn lebt dann Konziliation un, da das Maison de Soins Betenburg, da das Rebelot zum letzten Jahr, wo schon bald zum Streik kommen, also am Nationalvorstand wird auch haut, dafür Werk gehen für Syndikate Gesundheit und Sozialwesen vom OGBL Streikprozedur anzulehnen, wenn nicht kurzfristig auf der Konziliation der Betrieb nur geht. Da geht es no gehen. Da geht kein Verhandlungsresultat, da geht no gehen. Und zwar Konditionen, die Leute uns respektieren, an die laufen an einen bestimmten Kollektivvertrag, an die Kollektivvertrag du auch zu adaptieren, indem du neue Entwicklungen stattfinden tun. Geht sonst nicht ernst, dass du für so das Rebelot vom letzten Jahr, was mir sonst war, Betenburg, die bekanntlich dem Privatbetrieb Sodexo gehört,
ubelangt so mehr hun dann die anderen Maison waren du simmer wir gehen nur davon aus, dass die Dossier noch werterisse Werben sind, weil sämtlich das verstimmer enket Welt net an du geht natürlich dann auch dafür wer Streikprozeduren an wir zu leden falls es dann sich als notwendig erweist, dann dasselbe schon mal du wirst aber komplette Sektor das immer am Syndikat Bauerkonstruktion an Handwerk, nämlich dass immer am Vertrag über Lift bauen, den auch ob ein Punkt ist, wo dann definitiv nicht mehr weitergeht. An auch do als dieselbe Demand gericht gehen wie von der Santis Sozialleit, also von dem Bereich von leidersten Handwerk, als der Mann in den Nationalvierstand gericht gibt, auch du dafür wert für Streikprozeduren an der Wert an Wert zu lehen, falls es eben dann notwendig wird. Also die zwei Sachen, die sind also akut für die nächsten Wochen. Letzte Punkt, das war die Mobilisation natürlich von uns Leid auf den 26. April zu Dickrech, das ist so am Kader von der Fête du Travail ist mehr als ein politischen Tag, wo man dann als politische Intervention machen zu allen wichtigen Sujets, was durch das so ganz interessant wird, wenn man das alles auch wie man von den Wahlen, die am Hirsch werden stattfinden, so man ein paar Nominationen gemacht hat den Moyen, wo Sachen müssten Leute müssten gesagt gehen. An wir hatten einen Diver, die würde ich ja holen. Du hast schon gedacht, auch das vergisst nicht nur nicht. Vergisst nicht. Aufgrund von dem, dass der sogenannte Finanzsektor halt zu Lützeburg sich hier auch ganz stark diversifiziert wird, ausgebreitet wird, dass haut ganz ernst abgestaltet ist wie Justizstruktur, wie traditionelle Strukturen von Banken und Versicherungen, wird als Syndikat natürlich immer mehr das Problem kriegt au fur et à mesure, sich ist Syndikat Bank et Assurance zu nennen, weil eben ein ganz Party wie PSN und einer bis an ITC, Brei und so weiter, ja, nicht mehr direkt zu der Bank oder zu der Assurance gehören, aber wir haben auch da müssen natürlich da reagieren an Syndikat Banken huet eng Proposition gemacht im Nationalvierstand. Nationalvierstand das bei uns zuständig für die Abteilung von den Syndikaten, auch Schafe von den Syndikaten, dann tun wir doch die Nomination von den Syndikaten an Propositionen gemacht, sich dann nämlich Syndikat Banque et Assurance zu nennen, nämlich Syndikat du Sektor financier. Und das dann noch unanimement so akzeptiert gehen an sowas dann also eine Namensänderung, die von Haut und gilt. Voilà, wir sind fertig, sind dann ungefähr vor.